Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Veränderungen, sie sind immer da. Irgendwie kommen wir nicht drum rum. Alles ist irgendwie und irgendwann mal in Bewegung. Ob im ganz Kleinen oder im Riesengroßen. Veränderungen, die im Kleinen passieren, jeden Morgen neu. Wo sich entscheidet, mit welchem Fuß ich aus dem Bett aufstehe. Oder Veränderungen im Großen, die Ausdauer fordern, wie zum Beispiel die Gründung einer Familie, ein Immobilienkauf oder vielleicht auch die Um- und Neusortierung einer Kirche. Mit Veränderungen kommt manchmal auch etwas Neues hinzu. Nicht nur manchmal, eigentlich immer. Etwas Bekanntes, das lassen wir hinter uns. Für die Veränderungen braucht es aber eine ganze Menge. Ich finde Fingerspitzengefühl, ein offenes Ohr, offene Augen, eine Bereitschaft, um Fehler machen zu können und zu dürfen. Es braucht die Bereitschaft, einander zuzuhören. Es braucht Feinfühligkeit. Es braucht aber auch Mut. Das hört man meistens als erstes, wenn es um Veränderungen geht. Es braucht aber auch die Bereitschaft, da zu sein, im richtigen Moment. Dann braucht es aber auch noch Toleranz, aber auch Angst. Ein mulmiges Gefühl gehört dazu. Das alles gehört mit dazu, zu den Veränderungsprozessen. So unterschiedlich sind sie, diese Veränderungen, im Kleinen wie im Großen. Eines haben Veränderungen, finde ich, gemeinsam. Ihnen liegt eine Dynamik zugrunde, eine Dynamik des Miteinanders. Denn in diesen ganzen Veränderungsprozessen, in diesen ganzen Wegen der Veränderungen sind wir meistens nicht alleine. Es ist eine Dynamik des Einanders, des Aufeinander-Zugehens, das Miteinander lernen und handeln und das Durcheinander neue Perspektiven sehen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Durcheinander, das dabei auch entstehen kann, sondern eben, dass wir durch unser Miteinander einiges bewegen können. Das Schöne ist, in dieser Dynamik des Einanders, des Miteinanders, ist eine ganz besondere Kraft dabei. Eine Kraft, die uns befähigt, voneinander zu lernen und auch die scheinbar leisen Töne zu hören. Und die ein Durcheinander stiftet. Ein Durcheinander, das ausstrahlt in die Welt. Ganz kleinen, aber auch im ganz großen Stile. Denn Fakt ist, Gottes Geist lässt uns verändert gehen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für diese Woche. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.